Menschen lieben Geschichten. Das ist nichts Neues. Das ist seit vielen Jahrhunderten, ja man kann sogar sagen, seit vielen Jahrtausenden so. Und sie werden gern weitergeben von Generation zu Generation. Dann erzählt sie sich eins am anderen. Man hört gern zu, man taucht gern drin hinein. Und oftmals, ich denke, das kennen auch einige von euch, machen wir das in gemütlicher Stimmung und Atmosphäre. Vielleicht so um so ein Lagerfeuer herum. Man sitzt zusammen, man geniesst Zeit miteinander und man lernt voneinander und von dem, was andere erlebt haben. Wissenschaftler wissen das und sie haben analysiert, was denn Geschichten so speziell und einzigartig macht. Und ein Zitat von Roger C. Schenck tut eigentlich das zusammenfassen, was Geschichten für uns Menschen bedeutet. Er sagt nämlich, die Menschen sind nicht ideal dafür gemacht, Logik zu verstehen, sondern sie sind ideal dafür gemacht, Geschichten zu verstehen. Was heisst das? Man hat also angefangen zu analysieren, was für eine Auswirkung das Geschichten auf uns Menschen haben. Und da haben die Leute in die Röhren geschoben und sie verkabelt mit allerlei Kabel und haben geschaut, was passiert zum Beispiel im Hirn. Und sie haben herausgefunden, dass dann, wenn wir Geschichten hören, sich unser Hirn massiv in Gang setzen tut. Das Sprachzentrum wird aktiviert, logisch, weil man hört und man erzählt ja, wenn man Geschichten hört oder Geschichten erzählt. Aber nicht nur das Sprachzentrum, sondern auch die Bereiche in unserem Hirn, die aktiv wären, wenn wir die Geschichten selber würden erleben. Das heisst, das Hirn von dem, der eine Geschichte hört, verhält sich ganz ähnlich wie das Hirn von dem, der die Geschichte selber erlebt hat und sich daran erinnern tut. Aber nicht nur das Hirn wird aktiv, sondern der Körper schüttet auch Botenstoffe aus. Im Detail komme ich jetzt da nicht raus, aber ich denke, wir alle kennen das, wenn man zum Beispiel einen spannenden Film schaut und man so ein bisschen an den Nägeln anfängt zu kratzen, wenn der Puls höher schlägt oder wenn es schön romantisch ist oder traurig ist und einem Tränen auch ins Gesicht hineintreibt. Dann sind das alles Situationen, wo wir merken, in unserem Körper passieren Sachen, obwohl wir das eigentlich selber ja gar nicht erleben. Es ist nur eine Geschichte. Und noch etwas Drittes haben sie herausgefunden, auch etwas Spannendes. Nämlich, dass wenn jemand eine Geschichte erzählt und ein anderes einer Geschichte zuhört, dass bei beiden eigentlich die gleichen Regionen im Hirn gleichzeitig aktiviert werden. Also als ob wir synchron miteinander würden mitfühlen, mitleben. Also Geschichte hat eigentlich die Fähigkeit, uns Menschen miteinander zu verbinden. Der eine Geschichte erzählt, und der eine Geschichte hört, tun rein körperlich gesehen eigentlich sehr ähnlich funktionieren. Gleich miteinander. Das Gleiche erleben. Sie sind verbunden über die Geschichte drinnen. Man kann also kurz zusammengefasst sagen, Geschichten sind eine hervorragende Art und Weise, wie wir Menschen Sachen über das Leben lernen. Und wahrscheinlich darum ist auch ein grosser Teil der Bibel in Geschichtsform geschrieben worden, weil Gott weiss, wie wir Menschen funktionieren. Und er weiss, wie tief dass so Geschichten in unser Inneres sich hineinsetzen können und wie fest dass sie uns dienen auch in unserem Leben drinnen. Wir starten mit einer neuen Predigtserie, sie heisst Sam und sie dreht sich ganz ums erste Buch Samuel. Und die Eigenheit am ersten Buch Samuel ist eben die, dass sie uns Einblick gibt in Lebensgeschichten von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Eine ganze Palette und Vielzahl an Menschen, die zwar vor ein paar tausend Jahren gelebt haben, die bei ihrem Leben Sachen erleben, die sehr viel mit unserem Alltag und mit unserem Erleben zu tun haben. Und in den kommenden Wochen wollen wir eintauchen in die Lebensgeschichten von diesen Menschen, wenn wir sehen, wie sie mit Gott zusammen Zeit verbracht haben, was Gott für einen Unterschied in ihrem Leben gemacht hat, wie sie miteinander umgegangen sind. Und wir wollen von ihnen lernen für unser Leben, für unseren Alltag. Also das, was sie aus dem Glauben rausgezogen haben, das, was ihnen gut getan hat, versuchen zu übernehmen in unser Leben, in unsere Situation im 21. Jahrhundert. Darum willkommen in dieser neuen Predigtserie Sam vom ersten Buch Samuel. Und wenn du jetzt möchtest, ganz tief drinnen eintauchen, dann haben wir nochmal eine gute Nachricht für dich. Du kannst nämlich das machen mit einem Bibelleseplan. Du findest den zum Beispiel auf YouVersion, auf dem bekannten Bibel-App, die ganz viele von euch haben. Wenn du eingibst 1. Samuel, findest du einen Leseplan, wo wir miteinander auch als Kirche gemeinsam lesen und gemeinsam eintauchen in die Geschichten aus dem ersten Buch Samuel.
Heute fangen wir ganz am Anfang an bei einer Familie. Es ist die Familie vom Elkana. Wie es zu der damaligen Zeit üblich war, hat der Elkana nicht nur eine Frau gehabt, sondern er hat sogar 2 Frauen gehabt. Und wie wir es auch oft lesen in der Bibel, ist es nicht nur einfach, sondern ehrlich gesagt auch recht kompliziert gewesen. Die 2 Frauen haben sich nämlich nicht so gut verstanden. Die eine heisst Peninna, die andere heisst Hannah. Und der grosse Unterschied im Leben von der Peninna und von der Hannah war, dass Peninna Kind hatte, zusammen mit dem Elkana, die Hannah aber kinderlos war. Und so nimmt uns das erste Buch Samuel schon in den ersten Kapiteln, in den ersten Versen, in eine Lebensgeschichte hinein, mit viel Schmerz, mit viel Tragik und mit viel Verzweiflung. Wir lesen miteinander im 1. Samuel 1, Vers 10 bis 15. Ich tue aber nur auszugsweise das so machen. Ich sehe das da eingeblendet. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie. Und dann heißt es weiter, der alte Priester Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Und dann gibt sie ihm zur Antwort, aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hannah. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Nein, ich bin nicht betrunken, sagt sie zu ihm. Ich bin einfach sehr, sehr traurig und habe meinem Herr Gott mein Herz ausgeschüttet. Die Hannah hat enorm gelitten unter dieser Situation. Einerseits, weil sie im damaligen Kontext etwas sehr Schwieriges war, wenn man keine Kinder bekommen konnte. Es war einerseits ein Zeichen von dem Segen von Gott, ein Zeichen, dass Gott mit ihm ist. Auf der anderen Seite hat es aber auch ganz praktische Konsequenzen gehabt. Kinder sind wichtig für den Familienverbund. Kinder sind wichtig vor allem auch im Alter, dass man eben jemanden hatte, der auch zu einem geschaut hat, wenn man selber vielleicht nicht mehr gleich stark war, gleich viel tun konnte. Und wir sehen, dass es ein tiefer Schmerz im Herz von der Hannah war, weil sie benachteiligt war im Vergleich zu der Peninna. Der Elkana, ihren Mann, hat sie zwar mega gern gehabt und er probiert das zu kompensieren, mega herzig. Und er hat immer eine extra grosse Portion abgegeben, wenn sie das Essen verteilt haben, weil er ihr wollte Gutes tun. Aber am Ende ist der Schmerz in ihrem Herz geblieben. Egal, was Menschen gemacht haben. Egal, wie gut dass man es auch probiert hat. Ihr Herz war traurig. Ihr Herz war so traurig über die vielen Jahre hinweg vom Hoffen und vom Glauben. Und ich stelle mir das so vor, wie das muss sein für sie. Monat für Monat, Mal für Mal. Die Hoffnung, die Erwartung und wieder die Enttäuschung. Und wieder die Hoffnung und die Erwartung und die Enttäuschung. Und dann die Reise auf das Jerusalem hinein. Das Flehen bei Gott. Hoffnung, Erwartung, Enttäuschung. Ein Schmerz, der zurückbleibt. Unsicherheit. Grosse Fragezeichen. So intensiv, dass Hannah an einem Punkt in ihrem Leben angekommen ist, wo sie nicht mehr mögen. Wo sie kapituliert hat vor Gott und hat gesagt, mein Herz ist gebrochen. Sie hat kapituliert vor dieser Situation und hat gemerkt, egal was jetzt ist, in meinem Herzen bleibt etwas zurück von dieser Verunsicherung. Und sie war so verzweifelt, dass es aus ihr rausgedrückt hat. Aus jeder Pore von ihrem Sein raus. Und sie ist mit dem zu Gott gegangen. Sie ist mit dem im Tempel hineingegangen. Dort an, wo sie wahrscheinlich das Gefühl hat, ist der einzige Ort, wo jemand ihr helfen kann. Der einzige Ort, wo jemand sie wirklich wahrhaft kann verstehen. Und ich denke, viele von uns kennen ähnliche Situationen in unserem Leben. Situationen vom Schmerz, Situationen von der offenen Fragen, Situationen von der Enttäuschung, Situationen von der Verzweiflung. Ich weiss nicht, was in deinem Leben ist. Vielleicht ist es ähnlich wie bei der Hannah, die Kinderlosigkeit, die dich plagt. Die Hoffnung, die Erwartung und die Enttäuschung, die wiederkommt. Vielleicht sind es schwere oder lebensbedrohliche Krankheiten, die dich plagen. Vielleicht Schicksalsschläge, ein Unfall, eine schwierige Situation bei dir oder in deiner Familie. Vielleicht eine fehlende Partnerschaft, die du dir so fest wünschst. Hoffnung, Erwartung, Enttäuschung. Vielleicht ist es Trennung oder sogar eine Scheidung, Arbeitslosigkeit,
Streit in der Familie. Krumme Wege, wo die Kinder eingeschlagen haben, die dir das Herz zerreissen. Finanzielle Engpässe. Sorgen. Etc. 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 Ich liebe die Geschichte von der Hannah aus dem Grund, weil sie uns einen Einblick gibt, einen ehrlichen Einblick gibt ins Leben. Und das Leben, wie ich es kenne, und ich nehme an, das Leben, wie du es kennst, besteht eben nicht nur aus eitel Sonnenschein, nicht nur aus Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, es besteht auch immer und immer wieder aus schwierigen Momenten. Immer und immer wieder aus Enttäuschungen. Immer und immer wieder aus Situationen, wo man innerlich fast verzweifelt, wo unsere Fragen in unserem Herzen gross werden. Und ich liebe die biblischen Geschichten darum, weil sie uns zeigen, dass wir nicht alleine sind mit dem. Es ist eine gute Nachricht, auch wenn sie noch nicht so viel verändert in unserer Situation drin, zu wissen, dass du nicht alleine bist. Wenn du an Punkte in deinem Leben angekommen bist, wo du unter Tränen Gott dein Herz ausschüttest, wo du schluchzest, wo du das Licht am Ende vom Tunnel nicht siehst, wo es dir schwer tut, schwer geht in deinem Leben hinein. Du bist nicht allein. Und auch wenn das im Moment vielleicht eher ein schwacher Trost ist, soll es dir ein Trost sein, zu wissen, dass es völlig normal ist. Das Leben ist so. Es ist vielschichtig und es ist vielschichtig und vielseitig und es kennt ganz unterschiedliche Facetten da drin. Die Geschichte von der Hannah macht mir aber auch wegen etwas anderem enorm Mut. Zu sehen, wie sie ihr Herz vor Gott ausschüttet. Zu sehen, wie sie sich öffnet, ehrlich, transparent, auch verletzlich vor dem Gott ihr Herz anleitet und sagt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr gut Christ spielen, ich kann nicht mehr so tun, als wäre das mit dem Betten schon alles gut und das kommt es dann schon irgendwann. Nein, sie kapituliert ja förmlich vor dem Gott und teilt ihr Herz und alles auf und sagt, ich mag nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Es macht mir Mut für mein eigenes Leben. Es macht mir Mut für die Situationen, wenn ich nicht mehr weiter sehe, wenn ich nicht mehr weiter weiss, um mit dem zu Gott zu gehen und zu sagen, ich teile das mit Gott. Es dunkelt mich, als gäbe es zwei Arten von Menschen, wenn es um schwierige Lebenssituationen geht, wenn es um offene Fragen geht. Es gibt die Gruppe von Menschen, die sagen, ich will Gott recht nichts mit dem Gott zu tun haben. Bleibt mir gestohlen mit dem. Wie kann das sein, dass ein guter Gott so viele schlimme Sachen zulässt auf dieser Welt, in meinem Leben? Und dann gibt es die anderen Typen von Menschen. Menschen, wie die Hannah ein Mensch war, Menschen, wie ich ein Mensch sein will. Die mit all dem Schmerz, mit all diesen offenen Fragen, mit all dem Unverständnis zu dem Gott rennen und sagen, ich weiss nicht, wo ich sonst hingehen sollte, wenn nicht zu dir. Und ihr Herz ausschüttet und ehrlich sind. Vielleicht ist die Heide im Bett. Vielleicht gehst du spazieren in den Wald raus. Vielleicht schreist du mal, vielleicht brüllst du mal, vielleicht täubelst du mal Gott gegenüber. Vielleicht brauchst du auch mal ein paar Wörter, die man dir in der Kindheit beigebracht hat, dass du sie gescheiter nicht brauchen sollte. Aber es ist ein Moment, wo man das Herz Gott öffnen kann, daran heranzutun. Die Momente sind für mich enorm wichtig, weil sie mir helfen, all die schwierigen Emotionen, die ich in diesem Moment empfinde, nicht in mich hineinzufressen. Also der Ärger, die Wut, das Unverständnis, die Enttäuschung, all das nicht einfach in mich hineinzufressen, nicht einfach abzuschlucken, nicht einfach irgendwo unter den Teppich unterzuschieben und dann das fromme christliche Deckmäntel darüber hineinzutun und zu sagen, aber der Herr weiss es ja. Sondern das rauszulassen, das zu formulieren und auszudrücken. Das mal Gott einfach anzurühren und zu sagen, da ist alles, was mich beschäftigt, da ist alles, was mir Bauchweh macht, das ist alles, was mich traurig macht, einfach vor ihm auszubreiten. Und manchmal scheint es mir fast so, als ob die Tränen, die einem dann kommen in solchen Situationen, Tränen sind, die wie so Seelenhygiene ist. Und das wird all der Dreck einfach rausschwemmen, aus dir raus. Du kannst es loslassen. Und es ist dann nicht da innen, in deinem Herz, in deiner Seele drin, sondern es liegt vor dir, ausbreitet. Es liegt zwischen dir und Gott. Und du kannst mit ihm anfangen, darüber reden. Ich liebe die Geschichte von der Hannah enorm, aber sie hat auch eine Schattenseite. Und irgendwie musste ich schmunzeln, als ich die Geschichte so gelesen habe, weil ich gemerkt habe, die Hannah macht etwas, was ich auch mega gerne mache, wenn ich nicht weiterkomme. Wenn sich das Leben nicht so entwickelt, wie ich gerne das hätte. Sie fängt nämlich an dealen mit Gott, an handeln. Kennt ihr das? So einen Moment,
wo man das Gefühl hat, man kann vielleicht noch eine Scheibe drauflegen, ein Scheitchen nachschieben, wenn man Gott dann sagt, ja, schau jetzt, machen wir doch etwas ab miteinander. Du schenkst mir einen Sohn und ich gebe ihn dir nachher zurück. Kennt ihr das? Oder? Du schenkst mir jetzt das und dann mache ich dann für dich was auch immer. Ich erzähle dafür einmal von dir oder ich gehe dafür auf den zu, gebe eine Einladung ab für den Alpha Life oder ich bete ein bisschen mehr oder ich spende ein bisschen mehr oder was auch immer. Es ist wie eine natürliche Reaktion, die ich kenne und ich denke, die du wahrscheinlich auch kennst in deinem Leben, dass dann, wenn es nicht mehr weitergeht, dass du dann mit Gott anfängst, in Verhandlungen einzusteigen. Und jetzt ist es mal grundsätzlich gar nicht schlecht, weil die Bibel zeigt uns, dass Gott das noch gern macht und auch ab und zu auf so Verhandlungen einsteigen tut. Wir sehen das beim Abraham, wo Gott am Dealen ist über Sodom und Gomorra, wie viel Gerechte das es dort noch hat. Und er fängt mal irgendwo an, so wie in der Türkei auf dem Markt, oder, wo man dann gefeilscht hat um den Preis. Und am Schluss handelt der Abraham das ab. Wir sehen es auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Neuen Testament, wo Jesus das Gleichnis von dieser bittenden Witfrau erzählt, die so lange gestürmt hat und nicht aufgegeben hat, bis irgendwann halt gesagt hat, also dann gebt ihr halt, was sie braucht. Und Jesus sagt, macht es doch auch so. Gott weiß, was euch beschäftigt. Aber es ist auch mega gefährlich, weil Gott nicht immer das liefert, was wir gerne hätten. Und je mehr, dass wir anfangen, in Verhandlungen mit Gott einsteigen, desto grösser ist die Gefahr, dass wir enttäuscht werden, wenn es dann eben doch nicht passiert. Und man hat dann das Gefühl, man kann mit ein bisschen Frommem und mit ein bisschen Gutem, was man tut, noch ein bisschen mehr Druck auf Gott ausüben. Aber Gott lässt sich nicht so manipulieren. Und am Ende ist seine Weisheit, seine Gedanken, seine Wege oft halt grösser und höher, als wir verstehen könnten. Und darum da drin habe ich für mein Leben gemerkt, wie wichtig das ist, gerade in so Situationen, wenn man irgendwo ansteht, in so Situationen, wenn man merkt, jetzt entwickelt es sich nicht so, wie ich es gerne hätte, sein Herz und seine Motivation zu prüfen. Und ich versuche, das in diesen Situationen ganz bewusst zu machen, in diesen Gebetszeiten offen und ehrlich das rauszulassen, aber mir selber auch immer wieder zu sagen, hey, das zu Gott zu bringen, ist so oder so gut. Wenn er etwas ändert an der Situation, wenn er ein Wunder tut, Halleluja. Und wenn nicht, auch Halleluja. Weil ich es teilen mit ihm. Ich konnte es loswerden und abladen. Ich konnte meine Sorgen, meine Lasten von meinen Schultern, von meinem Herz wegnehmen und bei ihm deponieren. Und ein Gebet, ein Ringen, ein ehrliches, ein offenes Gebet mit Gott ist auch dann wertvoll, wenn Gott am Schluss nicht das einfach dann umsetzt, was ich will. Manchmal verstehe ich es vielleicht im Nachhinein. Manchmal werde ich es gar nie verstehen. Warum es Gott im einen Fall etwas tut und im anderen nicht. Ich lebe nach dem. Wohin sonst sollte ich gehen, wenn nicht zu dir? So wie der Petrus das zu Jesus sagt, ja, wohin sonst soll ich denn gehen, wenn nicht zu dir? Du bist der Ort von meiner Zuflucht. Du bist der Ort, wo ich sein kann. Der mich so genau kennt, dass ich mein Herz ausschütten bei ihm. Und der die Mittel und Möglichkeiten hat, zum Wunder vollbringen, auch in meinem Leben hinein. Die Geschichte geht dann noch mal ein bisschen weiter. Und Hannah hat das Glück, dass Gott ihr Gebet erhört. Beim Rausgehen noch sagte Eli, du wirst sehen, Gott hat dich gehört und Gott wird ein Wunder tun. Und sie wird schwanger und sie bekommt das Kind und sie nennt ihn Samuel. Von Gott erbeten, von Gott erbittet. Das ist der Name, wo das Kind von hier an trägt. Und Hannah, treu wie sie ist, in ihrem Herz, in ihrem Charakter hinein, löst das Versprechen ein, das sie Gott gegeben hat und bringt den Samuel zurück. Der Handel, den sie mit Gott abgemacht hat, sie löst ihn ein und sie bringt den Samuel zurück in den Tempel hinein zu dem Priester Eli und vertraut ihn seiner Obhut haben, damit der Samuel in dem Tempel hinein dienen kann. Und so lesen wir 1. Samuel 1, Vers 28. So will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. So lange gebetet, so lange gerungen, so lange irgendwie mit Gott versucht, einen Weg zu finden. Und trotzdem kann sie das Kind nicht bei sich behalten. Ich stelle mir vor, wie es ihr gegangen wird sein dabei.
Ich denke, auf der einen Seite ist ihr Herz wahrscheinlich voll von Dankbarkeit und von Glück, dass Gott den Wunsch gesehen hat und ihn erfüllt hat. Und gleichzeitig wird sie wohl auch ein bisschen gemischte Gefühle haben. Vielleicht Bedenken, Unsicherheit, wahrscheinlich auch ein bisschen Trauer in ihrem Herz inne. Den Sohn wieder loszulassen. Ihn nicht bei sich zu behalten. Ich glaube, auch mit dieser Emotion können wir uns identifizieren, auch mit dieser Situation. Nicht jetzt nur unbedingt auf die eigenen Kinder bezogen, sondern eigentlich auf all das Gute und Schöne in unserem Leben drin. Ich würde vielleicht sogar philosophisch gesehen behaupten, unser ganzes Leben ist ja eigentlich ein Geschenk, wie ausgelehnt von Gott. Jeden Tag neu, den wir haben, kommen wir von Gott über und irgendwann werden wir die Erde wieder verlassen. Und alles, was wir haben, können wir nicht behalten. Wir können es nicht mitnehmen. Wir müssen es irgendwann, früher oder später, wieder loslassen. Aber vielleicht ganz besonders am Beispiel der Kinder merkt man es. Wo man als Eltern herausgefordert ist, trainiert ist, sie wieder loszulassen. Zu merken, dass sie selbstständig werden. Zu merken, dass sie eigene Entscheidungen treffen, eigene Wege wollen und müssen gehen. Zu merken, dass man sie nicht vor allem Bösen und Schlimmen bewahren kann. Zu merken, dass man Sachen loslassen kann. Der Hiob sagt, als Zusammenfassung, wo er alles verloren hat, wo er vorher bekommen hat von Gott: Nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben und du hast mir alles genommen. Dich will ich preisen. Ich habe alles von dir bekommen. Das Leben ist ein Geschenk. Alles, was ich geniesse, alles, was mir gut tut, das ist ein Geschenk. Ich habe es mir nicht verdient in dem Sinn. Weil was mache ich schon? Dass ich Schnuff habe, dass ich das Leben habe. Es ist jeden Tag neu ein Geschenk von Gott. Also ich habe alles von ihm bekommen, es kommt alles aus seiner Hand. Und am Ende lasse ich alles auch wieder los. Und loslassen in unserem Leben ist oft ein schmerzhafter Prozess. Einmal so habe ich es erlebt. Es ist aber auch ein enorm wichtiger und ein gesunder Prozess. Weil ich habe gemerkt, je mehr dass ich mich an Sachen anklammere, desto mehr stehe ich auch in der Gefahr, dass ich abhängig werde von diesen Sachen. Sie werden immer wichtiger. Und je mehr dass ich mich an Gesundheit, an meine Kinder, an bestimmte finanzielle Ressourcen, an einen Lebenstraum, an einen Zukunftsplan, den ich habe, je mehr dass ich mich an so Sachen anklammere, desto abhängiger werde ich davon. Und desto schwieriger wird es, wenn sich das Leben anders entwickelt. Und wie oft entwickelt es sich anders, als wir es gedacht haben in unserem Leben. Und glaubt es mir, ich erinnere mich noch gut an diesen Moment, wo ich unter Tränen und mit zittrigen Knien die Hände wieder geöffnet habe und Sachen Gott wieder zurückgegeben habe. Losgelassen habe. Was ich gedacht habe, was der richtige Weg wäre für mich oder für unsere Familie. Was ich gedacht habe, wo ich einmal stehen würde, wenn ich 30 oder 40 oder 50 bin. Was ich gedacht habe, was mir alles würde zustehen, weil ich mir so viel Mühe gebe in meinem Leben und so ein guter Mensch bin. Was ich gedacht habe, wenn ich sollte verschont bleiben von Schwierigem und von Herausforderungen. Sachen wieder loszulassen, abzugeben bei Gott, ist manchmal schwierig, ist manchmal schmerzhaft, aber es ist enorm wichtig. Es ist gesund, es tut mir gut. Loslassen, aber nicht irgendwo an. So wie die Hannah ihren Samuel ja nicht irgendwo an loslassen hat. Sie hat ihn ja nicht loslassen in die Hände von dem altersschwachen Eli mit seinen sehr schwierigen Söhnen, wie wir lesen dann im Kapitel 2 vom 1. Buch Samuel. Sie hat ihn faktisch gesehen auch nicht loslassen in die Obhut, von wem auch immer sich dann um ihn gekümmert hat, dort in dem Tempel, sondern loslassen in die Hände von Gott. Gott anvertraut. Und sie sagt ja in dem Gebet hinein: Ich gebe ihn zurück, Herr. Dir gebe ich ihn zurück. Ich vertraue dir an. Die Situationen vom Loslassen sind Situationen, wo mein Herz, meine Motive geprüft werden. Mein Vertrauen, das ich in Gott habe, in seine Güte und in seine Treue. Glaube ich wirklich, dass Gott gut mit mir meint?
glaube ich wirklich, dass er mich mit allem versorgt, was ich nötig habe, auch wenn das anders aussieht. Und bin ich bereit? Kontrolle, Sicherheiten, mindestens vermeintliche Sicherheiten, Pläne, die ich hatte, Vorstellungen, die ich hatte, können loszulassen, sie Gott anzuvertrauen und zu sagen, ich weiss, du meinst es mindestens gleich gut mit mir, wie ich selber, wenn nicht noch ein bisschen besser. Und am Ende ist es das Beste, was ich machen kann, alles bei dir abzuladen. Die Geschichte von der Hannah ist eine Geschichte mitten aus dem alltäglichen Leben heraus. Und sie macht dir und sie macht mir Mut, mit diesen unvorhergesehenen Situationen im Leben umzugehen. Ehrlich zu sein vor Gott, unsere Hände auszustrecken und zu sagen, da bin ich habe nichts mehr als dich. All das Gute von ihm zu empfangen. Aber die offenen Arme und die offenen Hände auch dort zu lassen und zu sagen, und alles aber gebe ich dir wieder zurück, weil ich weiss, du meinst es gut mit mir. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns besser kennst, als wir uns selber kennen. Und ich danke dir für die biblischen Geschichten, für die Hunderte von Geschichten, die uns zeigen, dass du treu bist, dass du gütig bist, dass du barmherzig bist und dass es du gut meinst mit den Menschen. Auch wenn sie manchmal ganz schön komisch sich verhalten. Danke, bist du der gleich durch alle Zeitalter durch. Danke, können wir dir vertrauen. Und Herr, als Kirche, wenn wir zusammenstehen und beten mit denen, die einen Schmerz in ihrem Herz haben. Beten mit denen, wo es so geht, wie es der Hannah gegangen ist. Wo das Herz voll von Verzweiflung ist. Wo kein Licht am Ende vom Tunnel sehen. Wo nichts Gutes dieser Situation abgewinnen können. Wir wollen beten mit ihnen, wollen ihnen zusprechen, du bist nicht allein. Du bist nicht komisch, mit dir ist nichts falsch. Gott ist da. Er sieht dich, er kennt dich, so wie er die Hannah gekannt hat. Und wir segnen dich mit übernatürlicher Kraft, mit übernatürlicher Geduld und mit einem übernatürlichen Frieden in dein Leben, in dein Herz hinein. Und Herr, ich bete für mein Leben, dass du mir hilfst, die offenen Hände zu bewahren. Auch dann, wenn es mir alles kostet. Auch dann, wenn ich selber nicht mehr im Griff haben kann. Herr, hilf uns, mit offenen Händen durchs Leben zu gehen und zu sagen, was ich kann, kommt von dir. Und alles gebe ich dir. Ich will dich preisen über den Sonne- und den Schattenmoment von meinem Leben. Ich will dich preisen über den Höchst und den Tiefs. Weil du bist du, egal wie es um mich herum aussieht. Amen.